slowenischen Trachten. Das sind also Tänzerinnen und Tänzer, die viele Auftritte in München und Umland haben. Und getanzt werden dann Obergreiner, steirische und slowenische Volkstänze. Ganz unterschiedliche Trachten, die kommen aus verschiedenen Ortschaften. Das ist einfach das Bemerkenswerte am Münchner Oktoberfest so, dass wir internationale Trachten erleben. Und die nächste Gruppe, die kommt nämlich aus Kroatien, aus dem Nachbarland. Die katholische Gemeinde der Kroaten in München feiert heute ihr 70-jähriges Bestehen. Sie ist die weltweit größte Gruppe im Ausland, zählt 60.000 Mitglieder. Und beim Oktoberfest zeigen sie verschiedene Trachten. Mehr dazu vom Roman. Ja, und da sind wir mittendrin. Slavica Tavra ist da mit der Gruppe aus Kroatien, Gäste aus Kroatien. Sie sind selber lange schon in München. Was tragen Sie denn für eine Tracht? Heute trage ich die Tracht aus Split. Ich bin aus Split, eigentlich in Bosnien geboren, Bugojno, aber mein Mann ist Dalmatiner, da trägt man dann eine Tracht aus Split. Das ist ein bisschen schon die Herbst-Winter-Kollektion. Im Sommer sind die Trachten ein bisschen feiner aus Seide und aus Chiffon. Das ist ein bisschen jetzt die dickere Version. Die sehen aber alle komplett unterschiedlich aus. Also die kroatische Tracht gibt's nicht. Die kroatische Tracht gibt's nicht. Wir sind zwar ein kleines Land, 4,5 Millionen Einwohner, aber wir haben einen sehr großen Fächer von Trachten. Es ist eben, liegt an den Regionen, entweder mediterran oder kontinental, Gebirgslandschaft. Im kontinentalen Bereich sieht man dann eben diese aus Medjimurje. Das ist die Tracht aus Medjimurje, da sieht man so ein bisschen den ungarischen Touch. Sind die kürzeren Röcke. In Dalmatien ist es lang. Vielen herzlichen Dank und wir hören ein bisschen Musik noch zum Abschied. Dankeschön.